Es geht weiter stets heiter bei Zelda Tears of the Kingdom und wir sind hier in der Untergrundstadt, in Gerudo-Stadt, also quasi eine Gerudo-Unterstadt, wenn man dem so sagen will. Und bin noch ein bisschen am Erforschen hier, was es hier so alles gibt. Wir wissen, dass Richu irgendwo hier oben sein soll, am Trainieren offenbar, weil Gerudo-Stadt nicht nur vom Sandsturm heimgesucht wird, sondern auch von Gyptos, die ein bisschen anders sind als früher. Weil die schreien nicht mehr rum, die sind einfach irgendwie so sackstark plötzlich. Und halten alles aus, außer man schlägt sie irgendwie mit Elementarwaffen. Zumindest mit Eis. Eiswaffen funktionieren ganz gut gegen die. Wir müssen mal gucken. Das schauen wir die ganze Zeit so an. Spricht ihr von mir? Sava. Ich bin ein ganz besonderer Voi. Der Voice von Voien. Können wir nach einem neuen Voi umsehen. Dann macht dieser Sandsturm komplett an die Rechnung. Ich habe einfach kein Glück mit Voi. Ja, ich mit Voi auch nicht, von dem her. Oder? Frauen heißt doch Voi. Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade. Ja. Ah, ist nervig. Luca hat das eine Fenster zumachen. Irgendwie gerade hängen geblieben. Das war doof. Sava. Ein Voi anspricht ist. Was war es noch gleich? Will er es mit begrüßen? Das ist einfach regelmäßig üben. Das ist immer so. Ich sag mal nichts dazu. Er ist ein besonderer Voi, von dem die Wache gesprochen hat. Ich bin Aschai. Also die Voi bei. Kommst du mit Voi klar? Das wird sogar eine Freundin. Klarkommen? Nee. Besonderen Schimmer. Normalerweise dürfen Voi gar nicht in der Stadt, also wäre es etwas Besonderes in die Klasse, wenn du vorbeikämst. Nun weiß ich da, wenn du das zu früh einem Voi zu begegnen oder an einem Abend, da werden die Eltern die Runde unterrichtet. Okay, ist aber keine Sidequest von dem her. So, was ist denn hier los? Robben Untergrund? Das ist hier auch ein Zugang. Sava. Einen Voi bei uns. Du. Sag. Das ist von meiner Mutter. Das andere oben so allein ist unser Familiengeschäft. Aha. Muss mich gerne fragen. Mache er sicher gerne, dankeschön. Was tun wir nur? Noch meine Arbeit, hey. Am Ende eine Chance für mich ist, ich könnte der Königin Richo bieten, Pflegerin für ihre Lieblingssandrobe Patricia zu werden. Pado, die Kriegerin. Bist du es, Patricia? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Alter, wie groß ist denn das hier unten? Was ist das denn jetzt für ein Ort? Warte mal. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, die sind im Krieg oder was? Kriegerinnen. Kriegerinnen. Ja, aber es ist ja keine Wandtal von dem her. Die sollen wir eigentlich suchen. Gemäß der einen Quest. Mal weiter umgucken. Aha, das könnte natürlich. Wobei das. Na, guck mal einer an. So, Macht der Unterhand, ich beschwöre dich. Nutze deinen. Ich wollte sagen Kleber, aber okay, geht auch so. Ja gut, mit dem Kleber wird es nicht mehr so gut lesbar sein, wa? Ching ching. Wie viel sind es insgesamt? Die mir fehlen. 4 Stück, glaube ich, oder? Nee, war nicht das hier. Verdammt, was schon da? Hier, Nebenaufgaben. Ich verstehe den Sinn nicht ganz als Unterschied zwischen Episoden und Nebenaufgaben. Muss eigentlich dasselbe sein. Naja. Der Bodenunfall gedreht im Gerudo-Tal. Ja, stimmt, muss ich. Oh. Ja, mal zurückgehen, wa? Zu denen und sagen, ey, ich habe sie gefunden. Das können wir jederzeit sonst machen. Das war die, das ist noch wieder was anderes. Tormadün umsehen, das ist nochmal was anderes.
Ah, die hier. 4 Stück waren es insgesamt, wa? Ja, apropos Tormadünen. Was sind die überhaupt? Exil der Drachen, Tormadünen. Da hier hinten ist. Ach du Scheiße. Ne, lass mal. Dann geht's hier durch. Hier die Patrizier zu kümmern. Weit wäre es ja nicht nur mal eben hier durch, dann wäre ich bei den Nordruinen, könnte nach dem Rechten sehen. Aha! Ah, hier durch kann ich zu ihr. Da hat schon, ihr müsst oben durch. Prophetische Fähigkeiten. Noch rätselhafte Zahlen auf. Nordruine. Wissen wir, wer der Königin zurück ist. Mal Sorgen um sie. Ja gut, ich kann natürlich oben nicht durch mit dem Sandsturm. Macht irgendwie schon Sinn. Entdeckt. Tal der stürmischen Statuen. Gut, dann gehen wir nachher durch, Freunde. Wenn wir zu Richu gehen. Aber erstmal eben, wenn wir hier noch den Untergrundstand noch ein bisschen durchforsten. Es ist zwar recht groß, aber wir werden es trotzdem schaffen irgendwie. So. Dann wäre das hier soweit getan. Da ist noch ein anderer Weg. Gehen wir erstmal hier durch. Biddy. Ist der eingesperrt oder was? Oh. Die Gefängniszelle, Mann. Das kann ich nicht passieren lassen. So, wie der Wolder schon in seiner Zelle sitzt. Hey Kumpel, alles klar? Was zum... Nein. Komm mal, Link. Alter, Link. So. Quatsch, kann ich trotzdem nicht mit ihm. Schade. Willkommen. Hey, ein Mann. Ich kann sicher noch die eine oder andere Regel hier brechen. Das soll nicht so das Problem sein. Einen Mann hier zu sehen. Wenn du ein Kerl bist. Mit einem Kerl was. Siehst du? Nicht passieren. Wenn du schon hier bist, musst du einfach das Hauptpflegeprogramm im Hotel Oase gönnen. Okay. Hautpflege ohne Termine. Ah. Saba Saba. Der kenne ich, du bist doch. Ein Weih von auswärts. Aber trotzdem, Judisung mit Weih untersagt, bis sie erwachsen sind. Keine Weih gibt es, weil sie in ein gewisses Alter kommen. Die kleine Weih dort heißt Akleta. Ach so, ich dachte, das wäre Mathilda, die Rede. Aber vielleicht sehen wir die natürlich erst dann, wenn wir Gerudo-Stadt quasi im Sandsturm befreit haben und die ganze Hauptsache hier rum gemacht haben, weil sonst, ich meine, generell wäre es schwierig, sie hier reinzubringen und ich glaube dann auch irgendwie, ja, diese Sidequest fortzuführen. Da müsst ihr irgendwie wie in zweierlei Varianten programmieren. Zum einen sagen, hey, solange Gerudo-Stadt auf dem Sandsturm verschluckt ist quasi und nicht zugänglich ist, muss Mathilda erreichbar sein. Es muss nacherreichbar sein, es muss irgendwie glaubwürdig sein und so weiter und so fort. Und dementsprechend natürlich auch die Gespräche müssen anders sein, etc. etc. So, mal gucken, wa? Das nehme ich mit. Übrigens, das hier auch, dankeschön.
Verzeihung, ich breche nur die Regel. Link, du kannst wohl darauf klettern, Junge. Sag mal, Linky? Was ist los mit dir, Alter? Das wird so schwierig an. Vorhin war es gar kein Problem. Aus dem Weg bitte, aus dem Weg. Ich hab's eilig. Du bist ein Mann, oder? Wieso darfst du denn hier frei herumlaufen? Ja, weil ich cool bin. Dass ich schon im Gefängnis gelandet bin, der mir nicht mal die Gelegenheit gegeben, meine Gründe zu erklären. Ich will doch nur meine Frau Betty und unsere Tochter Akleta wiedersehen. Nach der Festsitz kann ich tatsächlich schon ein paar Mal meine Tochter sehen, also bin ich gar nicht mal so furchtbar unglücklich. Meine Frau habe ich bisher nicht ein einziges Mal gesehen. Betty Akleta. Okay, habe irgendwie keine Quest davon gestartet, wa? Krass. Ah ne, warte mal. Da ist eine andere. Ich glaube schon. Voi-Lektionen. Zunächst mal. Einfach so tun, als hätte ich nichts bemerkt. Ja, sehr clever für Voice. Angenehme Rotainer. Weltklasse-Forscherin, geil. Meine Arbeit. Geheimkarte. Gut, das tut auch nachts, war? Noch. Alarmwachen! Ja, wieso ich dafür sein? Das ausgeflippt bin. Das ist noch richtig hinbekommen. Wir müssen einen regelrechten Wohlfühlschub erhalten beim Pflegeprogramm der Chefin. Bis mittags, sonst war mal ein bisschen was los hier. Vielleicht. Ein Voyage oder eine Weihe, eine interessante Herausforderung. Da kann ich einiges dazulernen. Die bricht mir gerade alle Knochen. Nur noch 3 Herzen oder was? Wie war die Behandlung? Naja, du bist vielleicht nicht völlig entspannt, aber irgendwie wirkst du etwas weniger erschöpft. Wirklich, ich merke nichts davon. Schweinerei, sowas. Üben helfen? Das Klappen wirst du an regelrechten... Naja. Das war die Chefin, wa? Ja, ich muss mich halt hier in Sicherheit bringen, genau wie alle anderen auch. Ich muss sie ausruhen. Kostet 20 Rubine, das habe ich 50. Was macht das? Machen wir. Mittags. Also 24 Stunden lang pennen. Du musst hart gekämpft haben, dir all diese Narben zuzuziehen. Keine Sorge, gleich geht es dir besser. Der Link ist ja auch schon uralt, von dem her. Er müsste mindestens 120 Jahre alt sein. Der Richtung 130? Also gut gehalten, war? Der alte Sack. Ja, aber ist trotzdem halt, ja. Schon cool, generell.
Aber ein bisschen mehr Bonuseffekte drauf. Warte mal, ganz kurz die Herzen zählen. 3, das ist schwierig, wenn ich so viele Dinge habe. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ne, die kann nicht stimmen. Gerade verzählt. Weil wenn es mehr als 15 wäre, müsste ich auf die andere Reihe kippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habe ich verzählt? Waren es gar nicht ursprünglich 30 Herzen? 40? Nee. Jetzt habe ich 16 Herzen insgesamt. Hä? Echt jetzt? Mama da ist? Du bist ein Woll wie mein Papa. Dann meine Mama arbeitet. Mama arbeitet geheim, also muss man auf die Geheimkarte gucken, um sie zu finden. Also, das ist der Obstladen. Das hier ist der Schmuckladen. Was war der Halbmond da nochmal? Zum Schlafen vielleicht? Also, wenn das richtig interpretiert. Eigentlich müsste bereits verhaftet werden, weil ich mit der Kleinen geredet habe. Egal, also. Kann ich das. Entschuldigung. Ich will keinen leer machen. Wenn das hier der Eingang ist, der Halbmond muss eigentlich jetzt das Ding hier sein, zum sich entspannen. Pilze-Dingsbums haben wir auch schon gesehen. Das ist ja im Prinzip am Eingang, wo wir waren. Also da müsste ein Edelstein sein für den Schmuckladen. Der Robbe-mäßig, weil sie dort auch, ja, in der Sandrobbe geht. Da müsste das wohl ihre Mutter sein, also beim Hauptgang quasi. Na, das habe ich aber gesehen, Leute. Massagen kühlen ab. So bloß abhauen. Also, die wollte gar nicht. Lange zu ihr hier. Hab ich. Hier, guck mal. Ein Monument. Hä? Hab ich? Ich wollte sagen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ist ja bloß eins noch da drin. Ah, fuck, da ist wirklich eins drin. Okay, muss da rein. Wie kommen wir jetzt in die Gefängniszelle rein? Wahrsak. Sondervariante. Ich kann einfach nicht. Ja, was denn? Hör doch mal, wegen des Void im Gefängnis eingesperrt ist, den kennst du doch, oder? Ja, was mit dem? Dann wollte er was aus dem Regal dort holen. Komisch, es klingt. Akleter, sagte sie. Hatten die Wachen nicht genau zur selben Zeit gesehen, wie ein Wolf um die Stadt herumschlich? Eine durch mir selbst, super. Mein Voi umsehen. Kommen ja nirgendwo hin, Ich habe kein Glück mit Voice. Voi den Voi. Ach so.
ist aber nicht hier direkt ober mir, war? Dass ich jetzt ein bisschen unterirdisch bin. Tatsächlich. Na? Wer bist du denn? Wo kommst du plötzlich her? Meine Tochter, meine Frau, ich will sie sehen. Ja, ich weiß. Merkwürdiger Name. Also meine Akleta. Wie du meinst. So. Hier haben wir noch so ein Teil. Wir kommen einfach wieder raus. Ah, okay. Und tschüssi. Was bin ich hier? Also mal ist ja auch eine Abkürzung hier. Nein. Da ist ein Woi. Ja, toller Woi. Es ist ein Woi, das es gibt auf der Welt. Mag die Trüffel noch unter anderem. Krass. Ganz schön schwierig. Ein Woi hier? Es Void der Void. Eine Kraft ist in den 7 Geistern verborgen. Gewaltiger Durchbruch. Diese Kugeln. Naja, also eine Kugel, von der wissen wir ja noch. Die Frage ist ja prinzipiell, was ich jetzt hier die Kugeln dann verbringe. Da ist es ein bisschen too much. Moment. Da ist ja Butter. Die redet zuerst. Ziegenbutter, du, für die Kunden, lalala. Okay, da kommt man nicht so schnell rein. Aber kann den natürlich auf die Decke klauen hier. Verzeihung. Hä? Okay. Dann halt ja später. Waren jetzt bei den beiden Dingern. Okay, okay. Also beiden Durchgängen quasi. Dann gehen wir uns mal hier durch. Merina. Mhm. Ist auch viel los. Alles klar wieder. Steht hier offen, können die Richo die Stadt verlassen? Dann bestimmt dasselbe sagen. Wo ist Richo? Was sind Gyptos? Gyptos sind seltsame Monster, die ungefähr zur selben Zeit wie der Sandsturm aufgetaucht sind. Das Glanzen scheint ihnen kaum etwas auszumachen, da versuchen wir neue Wege zu finden, um sie zu besiegen. Ja, mit Eis klappt schon mal sehr gut. Ob der Räder noch klappt, muss ich mal gucken. Soll es irgendwie etwas für den Tempel sein, oder was? Was ich ja seltsam finde, ist, die Rede ist, dass diese ganzen Monumente, die diese Forschung hier erforscht, sollen hier unten sein. Aber bisher, ich meine, so groß ist das Ding hier unten noch gar nicht. Aber vielleicht doch. Entwickelte Richo Pläne, um unsere Krieger stärker zu machen, oder leben im Sande. Wer die Wüste beschützen will, muss sie beherrschen. Die Wüste beherrschen, so. Und die Blitzschläge von König Richo werden wir erledigt. Ja. Dieselben Kräfte, die auch Urbosa hatte, wa? König Richos Blitz hat ihnen eindeutig Schaden zugefügt. Einem Elektro-Exelfosshorn erstatten können, also sinnvoll. Also doch einfach Elementarschaden, wa? Also Blitze helfen. Eis hilft, das haben wir selber herausgefunden, also wird wohl Feuer auch helfen. In der Wüste stecke das eine. Nein heißt nein.
Sind schon tot. Keine Erlaubnis, okay. Was mit dieser Kanone hier eigentlich? Ich feuere einen Schuss ab. Spring mir auf keinen Fall an. Du! So schnell kann's gehen. Die Wand. Bevor du... Sauten. Und ich habe Bomben gespart. Was hast du mit der Wand gemacht? Das war keine Absicht. Wie soll das König Richu erklären? Ich bin sehr zufrieden, muss ich zugeben. Dankeschön. Wobei fehlt noch eins. Ja, was soll das gewesen sein? Vor allem, es soll ja auch alles hier unten sein. Ich glaube, dass hier unten, dass da hinten nochmal weitergeht. Durch die der Strom fließt. Haha, hey, ho. Savak, Savak. Letzte Schlacht mit den Gyptos. Ja, sie sind widerstandsfähig. Sind ganz krass drauf. Wir brauchen eine neue Einheit. Sind noch nicht erholt, damit wir keinen Schild halten können. Die ist mit Schilden schützen, mit Säbeln angreift. Okay, okay. Also, wegen diesen Monumenten. Da kommt jetzt was. Ich zeig's dir trotzdem mal. Sieben Kriegerinnen, Schutz der Geruder, Kräfte sind Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flugbewegung und Sanftmut. Ein Monument, wo soll das sein? Noch irgendwo schon mal vorbeigelatscht? Trotz allem? Oder ist halt auf dem Weg zu Richu. Hier sind die Robben. Am Robben. Aber hier unten haben wir natürlich gar nicht richtig geguckt. Aber ansonsten sind wir eigentlich in der Untergrundstadt selber, glaube ich, soweit durch, wa? Abgesehen davon, ich laufe schon in der Natur hier vorbei. Dankeschön. Wieder ein bisschen Kohle. Also die haben wir frei. Jetzt ist sie schon wieder versteckt, egal. Wir müssen sowieso zu Richu und es kann natürlich gut sein, dass hier unten was ist. Ich glaube nicht, dass die Quest plötzlich aufgehoben wird, also diese Sidequest aufgehoben wird, nur weil ich jetzt hier mit Richu wieder zugange bin. Oder bereits den Teil der Story irgendwie gemacht habe. Das heißt, irgendwo im Gebiet der Untergrundstadt. Das hier ist ja eigentlich auch noch Gebiet der Untergrundstadt. Weil man ein bisschen seltsam aussieht. Oh, Tuni wieder zurück. Was ein seltsamer Ort, Mann. Was soll das denn? Ist ein Hobby, andere bei ihren Selbstgesprächen zu belauschen? Ja, ist es. Richtung Bar. Mach das. Bar, Bar, Bar. Hier ist sonst nichts, wa? Alter, ich bin erschrocken, ey. Was ist denn da drüben?
Hm. Und es werde Licht. Scheint das Licht darüber. Treibsand. Nicht unbedingt so geil, wenn ich ehrlich sein soll. Und auch die Ausdauer hier unglaublich schnell runtergeht. Durch massiven Stein. Leider auch nichts, war so ein monumentmäßig halt. Kann ich Dinge irgendwie aktivieren oder muss das wirklich alles anders lösen quasi? Ja, bis hierhin kommt das Licht, ja. Alles schön absuchen hier. Donnerblumen. Ah, den haben wir gesucht. Dankeschön. Weil ich glaube ja, die Dinger hier kann ich auch nicht rausnehmen oder so, oder? Nee, geht nicht. Okay. Das ganze Gefühl, dass hier irgendwie Gegner hier sind, ist total creepy. Warte mal. Eine genau präzisere Steuerung. Da kann ich so noch ein bisschen besser steuern. Eine Ritter-Hellebarde. Mhm. So, das Ding ist jetzt offen. Das Problem ist, ich muss irgendwie hier durch die Ecke durch und so. Ja, vielleicht auch nicht. So, und jetzt theoretisch, wenn der darüber geht. Ja, das könnte bereits reichen. Ich sehe halt null, weil ich höre es nur.
Ernsthaft. Mal gucken, ob man noch irgendwas anderes nutzen kann bei dem. Was zum? Ein dran, Scheißbogen, ja, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen viele Dinge verbraucht. Bomben. Aber zur Not werden wir die halt wieder neu holen. Also glitschen zur Not. Ich habe keinen Bock, aber die speziell zu farmen. Ein Sonnenschild. Schild mit Gerudo-Schild, den haben wir schon kombiniert. Komm mal, ein bisschen was Besseres hier. Ja, eigentlich mal so eine Rüstung, so eine Donnerrüstung wäre halt echt mal praktisch. Ja, meine Donnerblumen gehen zur Neige, aber meine Eisfrüchte eh. Also muss ich mal ein bisschen was machen. Das lässt sich nicht verhindern. Was ist das? Ein Ritterbogen, so. Das passt doch gut, dann kann ich die auch mal ablegen. Wenn ich schon Gerudo Stab bin, natürlich auch einen Gerudo Bogen nehmen, ist auch klar. Ich meine, super interessant, was ich jetzt hier gefunden habe. Gar keine Frage, aber... rein storytechnisch war das jetzt eher unnötig, wa? Ah ne, den kann ich auch noch aktivieren. Nochmal eine Donnerblume. Theoretisch hier sicher mal 3 Donnerblumen, die ich relativ einfach erreichen würde, wa? Also, warte mal. Machen wir es doch mal ganz kurz anders, weil ich will doch gerne den auf die andere Seite hieven. So eher schwierig, dann machen wir es nochmal ein bisschen anders. Ja, fast perfekt. Ich habe das Gefühl, das könnte schon mal ein Hinweis darauf sein, dass wir im nächsten Tempel ein bisschen mit Licht spielen müssen. Was noch ein cooler Hinweis wäre auf die früheren Wüstentempel, sag ich jetzt mal. Und natürlich auch denen von Ocarina of Time, ja? Beziehungsweise bei der Wüstenkoloss oder der Geistertempel, je nachdem. Da mussten wir auch viel mit Spiegeln und so hantieren. Ja doch, hier unten hat es ein paar Bomben, ne? Das sind schon 4 Stück. Ich meine, klingt es eigentlich nicht nach sehr viel, aber wenn sowieso immer nach Blutmond so resettet wird. Jetzt mal 4 Dinger, die man sicher hat, also könnte man schon so machen. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Ja, also der kaputt geht. So. Die Folge ist wieder vorbei, von dem her.
Die Frage ist, wie weit komme ich hier noch? Finde ich irgendwo hier noch das letzte Ding, was ich brauche? Das letzte Monument. Oder ob das irgendwo verpasst. Und vor allem ist das wirklich der Weg, der zu Richu führt. Naja, fast zumindest. So, dann kann man testen, ob es jetzt auch mit den Dingen hier funktioniert. Hallo, Gipto. Oh, Feuer wirkt sehr gut bei denen. Oder es liegt am stärkeren Bogen. Also ja, Elementschaden, das ist der Burner bei denen. Da geht's auch wieder raus. Gut, eben Feuerfrüchte haben wir mehr als genug, da kann ich die ein bisschen farmen. Ein bisschen einsetzen. Eisentonner noch ein bisschen zurückhalten. Ich meine, Eisfrüchte können wir eigentlich theoretisch auch wieder relativ schnell im Norden farmen. Da würde ich sogar irgendwie offscreen machen. Glitschen würde ich mir die eher weniger. Ich meine, er ist mit den Dingen, die halt bei Berührung oder starker Berührung explodieren. Ein bisschen schwierig mit dem Glitch. Da müssen wir eigentlich irgendwie über Wasser zum Beispiel machen. Dort wird es sicher besser funktionieren. Hat echt viele hier unten, wa? Arme Richu. Hä? Wieso lebst du noch? Oh nein. Okay, aber sie wären eine Weile gestunt. Warte mal, jetzt kann ich mal testen. Klappen die hier auch? Oh, Funkeldinger klappen auch gut. Ein Gipto-Herz. Okay, war der stärker? Was ist denn das gerade? Was macht Richu hier? Explodiert er ständig? Ah, der Richu beruhigt dich. Wir sind's, by the way. Und damit übrigens, hallo Patricia, na, wie geht's? Kennst du mich oder siehst du uns gar nicht? Richu? Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Link? Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Richu, Königin der Gerudo. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Ist sie gewachsen? Hä? Das Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden? Und abgesehen davon, warum hat sie kurze Haare? Irgendwie alle Frauen im Spiel haben kurze Haare. Zelda, Richu. Jetzt suchst du nach hier. Oh. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, die wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende mache. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg herzukommen, oder? Der Sandsturm zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kam das es uns versahen, erstreckte sich das Sturm um die ganze Wüste mit Sand unserer Stadt. Ja, ist eigentlich lustig, weil bei Breath of the Wild war es so, dass sie damals einen Elektrosturm hatten. Statt einem Sandsturm, einen normalen Sandsturm, aber der Elektrosturm war halt nicht. Er war halt auf den Titan Vanaboris bezogen, der um die Wüste rumgeschlendert ist quasi. Und es war einfach gefährlich, zu ihm zu gehen quasi, aber es hatte mit Gerudo Stadt selber und Umgebung jetzt nicht so viel zu tun. Du konntest trotzdem alles erforschen, nur halt
In der Nähe vom Titan war es halt saugefährlich. Er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie untersuchen den Sandsturm sich gleich gemacht. Naja, Elemente wirken gut gegen die. Hast du mir gerade zugesehen? Ja. Ich versuche gerade diese Übungspuppen mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Ja. Wären sie. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann es auch nicht so einsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Lieferspitze. Dann mal zum nächsten Schritt. Sind die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das Genieren direkt auf eine Puppe zielt. Ziel stattdessen in die Mitte zwischen den 3 Puppen, in etwa dort, wo der Felsen herausragt. Je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht, ja? Auf geht's! Dann sehe ich also... Okay, dann müsste reichen, wa? Jo, jetzt. Langsam habe ich es raus. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Ich finde es auch cool, dass er wirklich auch die Kraft von Urbosa gelernt hat. Wir konnten damals ja auch, nachdem wir den Titanen gemeistert hatten, Urbosas Seele befreit haben, konnten wir die Kraft ja auch einsetzen. Und ja, so ein Blitzschlag, der ist schon praktisch. Muss er zugeben. Aber es ist irgendwie trotzdem leicht anders, als es bei Urbosa war. Oder wie wir es bei Urbosa einsetzen konnten. Also eigentlich auch so ähnlich wie mit Tulis Kraft. Ja? Beim Vorgang hatten wir Rivalis Kraft, die war halt vertikal. Und die hier ist horizontal von Tulin. Also auf der X-Achse statt auf der Y. Ja, das war klar. Denn natürlich ist auch Richu eine Weisin. Hä? Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast auch gehört, oder? Hm. Eine Nachricht, Herrin! Ein Horde Gyptos greifen Wüstenbasar an. Das klingt scheiße. Was auch scheiße ist, dass wir bereits bei 48 Minuten sind, das heißt, ich muss die Folge beenden. Was aber auch relativ wiederum gut ist, denn ich kann es mit einem Cliffhanger beenden. Ja! Ja, ich weiß, es ist fies. Wir sehen uns in der nächsten Folge zurück, Freunde, hier bei Tears of the Kingdom. Wir werden den Wüstenbasar befreien, die Gyptos platt machen. Wir haben genug Feuerdinger dabei, Elektro, Eis, wir haben Richu, das wird alles gut werden. Ich habe genug Pfeile, genug Bögen. Wir machen die Viecher platt, aber sowas von. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.